Herzlich willkommen zum 6. Teil von der YouTube Basics 101 Tutorial Serie. Wenn das dein erste Video von dieser Serie ist, wo du siehst, klick doch da oben, da kommst du zum ersten Video von der Serie. Im letzten Teil von dieser Tutorial Serie haben wir das allererste Video geschnitten und exportiert und in diesem Teil werden wir das allererste Video jetzt auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen. Also gehen wir auf YouTube und klicken auf Upload. Und jetzt können wir als allererstes schon mal auswählen, was mit dem Video passieren soll, wenn es fertig hochgeladen hat. In meinem Fall würde ich jetzt das Video planen, das heisst, ich würde es zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen. Als nächstes können wir jetzt einfach unser Video per Drag and Drop auf die Webseite ziehen und dann wird es automatisch aufgeladen. Während das Video im Hintergrund jetzt auflädt, können wir schon mal die Einstellungen zu dem Video machen. Wie gesagt, soll mein Video erst später erscheinen und zwar in einer Woche, nämlich zeitgleich mit dem Teil von dieser Tutorial-Serie. Als nächstes können wir den Videotitel und die Videobeschreibung setzen. Wichtig für die Videobeschreibung ist, dass du ganz kurz beschreibst, um was in dem Video eigentlich geht. Denn anhand von der Videobeschreibung, Videotitel und Videotext wird schlussendlich bestimmen, ob und vor allem wie gut dein Video gefunden wird. Bei den Tags ist es wichtig, dass du nur Tags benutzt, die auch wirklich etwas mit dem Video zu tun haben. Weil wenn du Tags benutzt, die nichts mit dem Video zu tun haben, dann hast du den Effekt, dass Leute dein Video finden werden, weil sie einen Tag gefunden haben, den du benutzt hast, dann dein Video schauen, den Tag gar nichts mit dem Video zu tun haben und dann die Leute einfach wieder abschalten, weil sie sich gar nicht für dein Video interessieren. Und das resultiert dann einfach darin, dass du eine sehr große Viewzahl hast, aber fast keine Leute, die dein Video schauen, was wiederum für den Algorithmus nicht gut ist. Als nächstes können wir uns für eines von den 3 vorgegebenen Thumbnails entscheiden. Und nein, leider können wir kein eigenes Thumbnail aufladen, weil zum eigene Thumbnails aufladen brauchen wir zuerst insgesamt 10.000 Klicks auf unseren Videos auf dem Kanal. Und nein, wir können die 3 vorgegebenen Thumbnails nicht wirklich beeinflussen. Unter erweiterte Einstellungen haben wir dann noch weitere Einstellungen, die wir tätigen können. Normalerweise kann man das so auf dem Standard lassen, aber es lohnt sich immer noch erst die Sprache anzuschauen und Kategorie. Nachdem wir jetzt erfolgreich alle Metadaten zum Video eingegeben haben, können wir weitergehen und können anfangen, unsere Endcard zu designen. Die Endcard, das ist der Teil vom Video, wie immer ganz am Ende ist, wo du kannst das nächste Video anklicken oder noch den Abonnierknopf anwählen. So eine Endcard darf bis maximal 20 Sekunden lang sein. In meinem Fall füge ich jetzt noch erst ein Video hinzu, sowie einen Abo-Button, wo man meinen Kanal abonnieren kann. Und dann sind wir mit der Endcard eigentlich schon fertig. Jetzt können wir weitergehen zu der Infocard. Infocard, das ist der Bereich, der auf dem rechten Bildschirm reinfährt, wenn ihr oben rechts aufs i klickt. Die Infocard ist dafür gedacht, dass ihr dort könnt zum Video weiterführende Informationen hinzufügen, wie zum Beispiel Links zu deiner Webseite, Links zu anderen Kanälen, Links zu Videos etc. In meinem Fall, da ich in meinem Video ja über andere YouTuber rede, verlinke ich jetzt einfach die YouTube-Kanäle, einfach um diesen Leuten Credits zu geben. Zu guter Letzt fügen wir noch Abstimmung ein. Mit einer Abstimmung können wir einfach Feedback von unseren Zuschauern holen, so dass wir anhand von dem Feedback unsere nächste Folge gestalten können. Und somit sind wir eigentlich auch schon mit allen Einstellungen auf unserem Video fertig, aber es gibt noch etwas, was wir unbedingt machen sollten, bevor wir das Video veröffentlichen. Und zwar schauen wir jetzt, dass unsere Videos noch ein bisschen besser strukturiert sind. Und für das erstellen wir als allererstes doch einfach mal eine neue Playlist. Und die neue Playlist nenne ich jetzt Swiss YouTube News 2017. Als nächstes fügen wir dieser Playlist gerade noch das Video, das wir jetzt aufgeladen haben, hinzu. Und weil aktuell die Playlist ja noch niemand sieht, tun wir jetzt gerade die Playlist auf unserem Kanal einbetten. Für das klicken wir einfach auf neuer Abschnitt und könnten dort unter Playlist eine Playlist auswählen und dort geben wir halt einfach die Playlist an, die wir jetzt gerade erstellt haben. Und wie wir auch gerade schon dabei sind, machen wir auch gerade einen neuen Abschnitt, wo wir den Kanal auflisten, die irgendwie in Verbindung mit dem Kanal stehen. Und zu guter Letzt fügen wir gerade noch einen dritten Abschnitt hinzu, und zwar Uploads. Dort werden einfach alle Videos aufgelistet, die jemals auf dem Account aufgeladen worden sind. Euch ist sicher aufgefallen, auf unserer Kanalseite wird aktuell weder die Uploads noch die Playlist angezeigt. Das liegt daran, dass die Abschnitte in den Kanälen nicht angezeigt werden, wenn sie leer sind. Und da unser Video noch nicht veröffentlicht ist, sieht das ja noch niemand öffentlich. Und erst ab dem Moment, wenn unser Video veröffentlicht ist, haben wir ein Video aufgeladen, das ist dann in den Uploads ersichtlich, und weil es eben aufgeladen worden ist, ist es dann auch in der Playlist ersichtlich. Hey, das war es mit dieser Tutorial-Serie. Jetzt haben wir gemeinsam in den letzten 6 Tagen unseren Kanal geplant, unseren Kanal eröffnet, unser erstes Video geplant, unser erstes Video geschnitten und jetzt gemeinsam das Video veröffentlicht. Ich hoffe, die haben die 6 Videos irgendetwas gebracht. Wenn ja, lass mich das doch wissen mit einem Daumen nach oben, teile die Playlists und jetzt bin ich gespannt auf dein Feedback. Wenn du sagst, so eine Playlist, so eine Tutorial-Serie ist eigentlich noch eine coole Idee, lass mich das wissen, weil dann machen wir wieder mal so ein Projekt. Und wenn du sagst, das ist eigentlich nicht so cool, dann lass mich das auch wissen. Ich bin der Greenie, das war die YouTube Basics 101 Tutorial Serie. Es hat mich mega gefreut, die dürfen zu machen mit euch. Klick doch jetzt noch da. Da kommst du zu einem random Video, wo YouTube denkt, wäre passend für dich. Und ich freue mich, dich auch das nächste Mal bei einem neuen Video wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich bin der Greenie und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.